Konzert hat uns zusammengeführt aus einem besonderen Grund. Frau Dr. Magdalene Kienlein hat Hunderte, Tausende von Schülern zur Musik gebracht, hat ihnen die Begeisterung vermittelt und hatte auch menschliche Werte uns zu geben. Und das war vielen Kollegen, die heute in unserem Kollegium der Musikschule unterrichten, die selbst Schüler bei ihr waren, oder auch ehemalige Chorsänger, die ich auch hier ganz herzlich begrüße, die wirklich das Bedürfnis entwickelt haben, nachdem Magdalene Kienlein im letzten Jahr verstorben ist, doch nochmal ihrer zu besinnen. Es soll ein Porträt sein dessen, was sie hier für junge Menschen geschaffen hat. Und vielleicht darf ich an dieser Stelle eine kleine Episode erzählen, die bedeutend sie eigentlich war für unsere Kreismusikschule Bautzen. Als ich 1980 hier in die Musikschule kam als Lehrerin, war sie ja stellvertretende Schulleiterin. Und sie hatte dann, als sie merkte, ja, irgendwann kommt ja auch für sie das Rentenalter, fragte sie mich mal 1990, hättest du eventuell Lust, meinen Job weiterzumachen? Und da habe ich gedacht, die Schuhe sind ganz schön groß, in die ich da hineintreten müsste. Ich habe lange überlegt, aber Frau Dr. Kienlein hat etwas gemacht, was vielleicht manchmal heute fehlt. Sie hat mich schon früher an die Hand genommen. Wir haben gemeinsam Schülerkonzerte gestaltet, Konzerte. Wir sind mit Schülern zu Auftritten gefahren. Das heißt, sie hat mir das, was sie sich vorgestellt hat, wie so ein Leben an der Musikschule aussieht, vermittelt. Dafür bin ich dankbar, aber ich denke, sehr viele sind heute sehr dankbar. Deswegen seien Sie uns heute bitte nicht gram, wenn vielleicht nicht jeder im Konzertsaal einen Platz hat. Wir haben vorgesorgt. Draußen gibt es eine Videowand und Herr Ziesch, auch ein ehemaliger, Michael Ziesch, ein ehemaliger Schüler der Kreismusikschule Bautzen, ist so nett und bringt das alles darüber, sodass wir jeder von jedem Platz heute hören können und sehen können. Sonst machen wir das nicht, aber wir hätten wahrscheinlich dann viele Eltern draußen stehen lassen müssen, die keinen Platz gefunden hätten. Und das wollten wir auch nicht. Ich darf Sie nun ganz herzlich einladen zu einem wunderschönen Konzert und freue mich, dass ich jetzt an Anja Konjen und Clemens Kowolik und vor allem an die musikalische Leitung Anita Delfritz übergeben kann. Ihnen eine wunderschöne Stunde mit Emotionen und Nachdenken. Gewöhnlich sind in den Menschen alle guten Gedanken als Brennstoffe vorhanden. Aber vieles von diesem Brennstoff entzündet sich erst oder erst recht,
wenn eine Flamme oder ein Flämmchen von draußen, von einem anderen Menschen her, in ihn hineinschlägt. Manchmal auch will unser Licht erlöschen und wird durch ein Erlebnis an einem Menschen wieder neu angefacht. So hat jeder von uns in tiefem Danke derer zu gedenken, die Flammen in ihm entzündet haben. Hätten wir sie vor uns, die uns zum Segen geworden sind, und könnten es ihnen erzählen, wodurch sie es geworden sind, sie würden staunen über das, was aus ihrem Leben in unseres übergriff. So weiß auch keiner von uns, was er wirkt und was er Menschen gibt. Es ist uns verborgen und soll es bleiben. Manchmal dürfen wir ein klein wenig davon sehen, um nicht mutlos zu werden. Das Wirken der Kraft ist geheimnisvoll. Diese Worte schrieb Albert Schweitzer 1959 in seinem Aufsatz Aus meiner Kindheit und Jugend. Herzlich willkommen auch von uns beiden, Anja Conning und Clemens Kohl, zu diesem Porträtkonzert in Erinnerung an Dr. Magdalene Kämlein, die in der jüngeren Bautzner Musikgeschichte von herausragender Bedeutung ist. Wir möchten Sie alle, liebe Angehörige der Familie Kämlein, ehemalige Schüler, ehemalige Sängerinnen und Sänger des Kinderchores und vor allem des Mädchenkammerchores der Musikschule, ehemalige Patienten der Musiktherapie aus Dresden, viele Freunde, Kollegen, Teilnehmer an Wochenendkursen, zuletzt der katholischen Akademikerseelsorge in Schmochtitz und natürlich alle heutigen Gäste dieses Konzertes der Reihe Aula-Konzerte ganz herzlich begrüßen. Nachdem im letzten Jahr Frau Dr. Kämlein starb und eine Schar von ehemaligen Sängerinnen des Kammerchores eine bewegende Trauerfeier und Beerdigung mitgestaltete, keimte, initiiert von Anita Debritz, auch der Wunsch auf, ein Konzert in Erinnerung und Dankbarkeit zu gestalten. So danken wir jetzt schon Frau Debritz für Initiative, Planung, Umsetzung dieses Konzertes und begrüßen alle Mitwirkenden natürlich auch auf das Herzlichste. Schön, dass ihr alle macht. Im Satz von Magdalene Kämlein sind schon erklungen. Man kann gar nicht genug darauf hinweisen, dass diese Liedsätze zum Teil über 60, 65 Jahre an unserer Musikschule gepflegt werden. Singen stand im Zentrum ihrer Arbeit, ihres Lebens. Sie werden heute noch einmal die eigene musikalische Handschrift ihrer Arrangements erleben, mit den Texten auch ein wenig ihre Liebe zum Menschsein nachempfinden können und sich, da bin ich auch wieder beim Schweizer Zitat vom Beginn, an einen Menschen erinnern können, der für viele hier Flammenentzünder war, der die Brennstoffe und Möglichkeiten vieler zum Lodern brachte. Und ganz persönlich, ohne Magdalene Kämlein würde ich heute wahrscheinlich nicht hier stehen als Lehrer der Kreismusikschule. Wollen wir doch zunächst etwas zum Lebenslauf von Magdalene Kämlein erfahren. Sie wurde am 23.12.1930 in Dresden geboren und wuchs als jüngstes Kind von 4 Geschwistern im Dresdner Stadtteil Blasewitz auf. Ihr Vater war Arzt und spielte Geige. Ihre Mutter half in der Hausarztpraxis mit und spielte selbst hervorragend Klavier. Magdalene lernte natürlich ebenso Klavier. Sonntagmorgens versammelten sich die 4 Geschwister in den Betten der Eltern und sangen gemeinsam Volkslieder aus dem Stegreif, mehrstimmig. Das praktizierte Familie Kämlein ebenso auf langen Autofahrten. Im Blasewitzer Elternhaus gab es regelmäßig Hauskonzerte auf hohem Niveau. Wir müssen uns vor Augen halten, dass Magdalene Kämlein ihre Kindheit und frühe Jugend zur Zeit des Zweiten Weltkrieges verbracht hat.
Sie hat die Bombenangriffe auf Dresden erlebt und sie schreibt selbst: 1945 war ich zwar erst 14 Jahre alt, aber nicht mehr klein. Leben und Leiden wurden in dieser Zeit sehr geprägt. Eine frühe Neigung zum Faszinosum Klavierimprovisation ist von ihr bereits als 12-Jährige überliefert, als sie während eines Aufenthalts in einem Kindersanatorium am Klavier improvisiert und dabei selbst beobachtet, wie ihre Altersgenossen auf die Musik reagieren. Auch vom besonderen Turnunterricht ab 1945 im altehrwürdigen Gymnasium auf der Kretschmer Straße in Blasewitz, heute ist es das Landesgymnasium für Musik, berichtet sie. Die Turnlehrerin hat ihre Ausbildung an der Hellerauer Gymnastikschule von Dora Menzler und Hildegard Maßmann absolviert. Das Zusammenspiel von Musik, Rhythmus und Bewegung sowie die Klavierimprovisation sind besondere Markenzeichen des Unterrichts. Hellerau lässt sozusagen grüßen und hat sie ganz früh inspiriert. Ich habe als kleines Kind ihre Stücke aus der Holzweisig-Klavierschule kennengelernt und sie natürlich auch selbst alle gespielt. Mehr oder weniger schwer waren sie oder leicht waren sie. Das durfte ich jetzt mit meinen Schülern nachempfinden. Später bei meinem Musikstudium wurde mir die pädagogisch-didaktische Herangehensweise an die Kompositionen dann bewusst. Hören wir nun 3 kleine Stücke von Magdalene Kemlein aus dieser Klavierschule. Ihr könnt euch schon mal bereit machen. Sie sind sehr kindgerecht, bildhaft und fantasievoll angelegt und sollen dazu dienen, bestimmte klavierspezifische Techniken zu erlernen. Nach ihrem Abitur studierte Magdalene Kemlein von 1949 bis 1953 an der Hochschule Franz Liszt in Weimar Schulmusik.
unter anderem bei der Urenkelin von Antonin Dvorak, der Pianistin Juliane Lerchen. 1953 bis 1956 ging sie als Aspirantin an die Universitäten Halle und Berlin und promovierte 1957 zur Doktorin für Musikpädagogik. Magdalene Kämleins Promotion beschäftigt sich, wie sollte es auch anders sein, mit musikalischer Improvisation und trägt den Titel Die Improvisation in ihren gegenwärtigen Erscheinungsformen und als Mittel der Schulmusikerziehung. Und sie hat während dieser Zeit mit dem Who is Who der Improvisation Kontakt gehabt. Mit Ernst Ferrand, der 1925 bis 1938 in der Rhythmikschule Hellerau-Laxenburg gelehrt hat, mit Leo Rinderer, dem Gründer der Internationalen Schulmusikwoche in Salzburg, und mit dem ehemaligen Kantor der Versöhnungskirche und Initiator zahlreicher offener Singen, Alfred Stier. Ja, Magdalene Kämlein konnte auf Zuruf improvisieren. Ein Lied wurde angesagt, Magdalene Kämlein spielte los und jede Strophe erscheint in einem anderen Klanggewand. Das haben alle immer so geliebt. Czerwienne
Frau Dr. Kämlein nach Bautzen. Ein Glücksumstand für unsere Musikschule. Hatte sie doch die Absicht gehabt, an der Weimarer Musikhochschule eine Fachrichtung für pädagogisch ausgerichtete Gruppenarbeit nach dem Vorbild des Komponisten Carl Orff aufzubauen. Doch das wurde ihr aus politischen Gründen verwehrt, wobei für diese Entscheidung ihre bürgerliche Herkunft eine Rolle spielte. Sie suchte sich deshalb ganz bewusst die kleine Provinzstadt Bautzen für ihre Lehrtätigkeit aus. Hier wurde sie schließlich stellvertretende Direktorin und unterrichtete Musiktheorie und Gehörbildung von der musikalischen Grundausbildung der kleinsten Vorschüler beginnend bis hin zur Oberstufe und Studienvorbereitung für Studienanwärter. Frau Dr. Kämlein war für die gesamte Chorarbeit zuständig. Zusätzlich zu der Arbeit an der Bautzener Musikschule begann sie seit 1958 eine Arbeit als Gruppenmusiktherapeutin für psychisch kranke Menschen im Klinikum für Psychotherapie Weißer Hirsch in Dresden. Später arbeitete sie an diesem Haus auch mit an Multiple Sklerose erkrankten Patienten und sprechgestörten Menschen. Magdalene Kämlein baute den musiktherapeutischen Bereich an diesem Dresdner Klinikum auf und arbeitete dort bis zum Jahr 2001. In ihren letzten Lebensjahren lebte sie im Ruheheim Bünau in Dresden. Ich möchte noch ein wenig auf den Beginn ihrer Arbeit hier in Bautzen eingehen. Quelle dazu sind Erinnerungen des ersten Direktors der Musikschule, Herrn Werner Uhlmann,
der das Erscheinen, ich nenne es jetzt mal Erscheinen Magdalene Kämleins in Bautzen 1958 pointiert in seinen Erinnerungen aus dem Jahr 2015 beschreibt und interessante Einblicke in diese Zeit gewährt. Wir müssen uns in eine Zeit der politischen Bevormundung und Kontrolle zurückversetzen, wo die kulturpolitische Maxime galt, Musik von und für die Arbeiterklasse. Kämlein verließ Weimar, weil der Wind der politischen Ausrichtung ihr dort scharf ins Gesicht blies. Sie hatte eigentlich 1952 schon eine Exmatrikulation in der Tasche und es ging dann nur weiter, weil Sie wissen, dass 1953 eine kleine Revolution angefangen hatte, wo es dann darum ging, sie durfte es doch fertig machen. Also das hat immer wieder mit ihrem Wesen und vor allen Dingen eben mit ihrer Sicht zu tun gehabt. Das Einzelfach Schulmusik sollte damals in Weimar, heute nennt man es Doppelfachmusik, zu einem Zweifach-Ausbildungsfach mit Werken umgewandelt werden. Nichts für Kämlein. Sie wollte zur weiteren Professionalisierung der Schulmusikausbildung beitragen. Dann kommt sie nach Bautzen und Werner Ullmann schreibt, wenn es bei Konferenzen im Plenum untauglich erschien, allzu weit von der offiziellen Linie abzuweichen, kam es zu 4-Augen-Gesprächen. Diese Angelegenheit führte zu den Mittwochabendtreffen, genannt Kakaorunde, an denen manche Veranstaltung ausgedacht wurde. Es wurde, man höre, es wurde musiziert und mancher Kummer von der Seele geredet. So freue ich mich nun auf das Musizieren unseres Streichquartetts mit einem quicklebendigen Mozart. Mozart natürlich ein Lieblingskomponist von Magdalene Kämlein. Noch mancher hier erinnert sich an das intensive Hören von ihr. Die Musik sollte tief innen berühren, gleichsam den Kern des Menschen, ob als Musizierender oder als Hörender.
Musikstudium geführt. Auch heute dürfen wir mit Annette Baumann, Violinistin an der Staatskapelle Dresden, und Ronja Knorre, Klavierlehrerin an der Musikschule Spree-Neiße, zwei ehemalige Musikschülerinnen erleben, die ihre Liebe zur Musik zum Beruf gemacht haben und damit den musikalischen Keimling der Kämleinschen Ausbildung in die Welt hinaustragen. Ich selbst wurde von ihr in einem privaten Crash-Improvisationskurs auf meine Aufnahmeprüfung für Ballettkorrepetitionen vorbereitet. Das Improvisieren am Klavier hatte ich im Klavierunterricht nie gelernt, benötigte das freie Spiel jedoch für diese Prüfung. Frau Dr. Kämlein nahm sich mir mit Geduld an und so gelang das Ziel. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass sie bei Volksliedern jede Strophe anders spielte und sehr, sehr großen Wert darauf legte, die Begleitmusik dem Textinhalt anzupassen. Viele ihrer Arrangements von Volks- und Kinderliedern für Chor sind auf Rundfunkaufnahmen festgehalten. Magdalene Kämlein übernahm für viele Inszenierungen des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters die Einstudierung der Kinderchöre und ermöglichte uns, den Sängerinnen und Sängern, unvergessliche Bühnenmomente. Wie sehr ihr die Chorarbeit und die Weitergabe dieser so wichtigen und schönen Seite der Musik am Herzen lag, zeigte sich auch darin, dass sie das Chorleiterseminar in Bautzen etablierte und zu einer Institution in Sachen Chorarbeit machte. Sie prägte und prägt bis heute dadurch Generationen von Musiklehrern und Chorleitern. Unzählige Schülerkonzerte im Landkreis gestaltete sie mit ihrer ganz spezifischen musikalischen Formensprache und leistete damit einen unverzichtbaren Beitrag zur musikalischen Allgemeinbildung der Kinder aller Altersgruppen in unserer Region. Frau Dr. Kämlein hatte die Gabe, Kinder in ihrer Persönlichkeit ernst zu nehmen. Und das wiederum wirkte sich natürlich auf die Kinder aus. Sie achtete ihre Schüler und wurde selbst von ihnen geachtet. Alle Vögel
Ab 1960 übernahm der sorbische Komponist Juri Wiener die Leitung der Volksmusikschule. Er war vorher erster Intendant des damaligen sorbischen Volkskunstensembles, das 1952 unter seiner Leitung gegründet wurde. Heute ist es das SNE, was Sie alle hier kennen, das sorbische Nationalensemble. Er war eine gewichtige Persönlichkeit der Region und Nationalpreisträger der DDR. Spätestens seit dieser Zeit wendete sich Frau Dr. Kämlein auch verstärkt dem sorbischen Liedgut zu. Es kam zu Sätzen und Arrangements für Kinderchor und später für den Mädchenkammerchor. Und es wurden Lieder Juri Wieners ins Programm genommen und musiziert. Viele hier im Raum erinnern sich zum Beispiel an den berühmten Juri Wiener Satz von Horde, Weihnacht, der in so vielen Weihnachtskonzerten in der Interpretation des Mädchenkammerchores nicht fehlen durfte. An dieser Stelle möchten wir einige Druckveröffentlichungen nochmal hochzeigen, die den Namen und das Werk Magdalene Kämleins über die Musikschulgrenzen hinaustragen. Stücke, Lieder und vor allem Liedsätze und Liedbearbeitungen, die ja für die Chorleiter so wichtig waren und sind. Wir hören gleich zwei Lieder des niedersorbischen Komponisten Jan Paul Nagel im Arrangement von Magdalene Kämlein, und sie entstammen dem hochgehaltenen Sammelband Grüner Haselstrauch, 10 Lieder für kleine und große Leute. Und das nächste Heft ist das Taubnesselchen, das werden wir dann noch singen. 20 ältere und neuere Kinderlieder mit Klaviersätzen und Bearbeitungen. Und diese Hefte, diese beiden, die können auch nach dem Konzert käuflich erworben werden. Die sind dann unten bei der Frau Luttner erhältlich. Und falls sie nicht reichen sollten, gibt es auch noch eine Liste, da können noch welche nachbestellt werden. Ja, ganz wichtig ist auch das große Volksliederbuch des Peters Verlages. In diesem Standardwerk sind zahlreiche Klaviersätze von Magdalene Kämlein enthalten. Die 6 Stücke aus der Klavierschule von Erika und Christa Holzweisig haben Sie ja schon gehört. Die sind in diesem wichtigen Werk. Ja, und dann noch ein kleines Schmankerl. Das letzte Exemplar von Magdalene Kämlein habe ich selber erhalten. Methodischer Leitfaden für das Liedspiel. Einlage in den Lehrplan für das Fach Klavier an den Musikschulen der DDR von 1975, der ein herrlich kleines Angebot für zukünftige Improvisatoren ist. Da ist vom Ausnutzen des Tonleiterkontinuums in der Gegenstimme die Rede, von dissonanten Anreicherungen über dem Dominantbass oder von der Zupfbass-Imitation in der linken Hand. Jetzt aber zu Jan Paul Nagel. Oh,
Jetzt steht bei mir die Überschrift ehemalige Schüler. Also erlauben Sie mir, liebe Gäste, dass ich an dieser Stelle eine ehemalige Schülerin zitiere, die bekannte Filmschauspielerin Gabriela Maria Schmeide, die auf die Frage des Kultursenders MDR Kultur 2019 im sogenannten Fragebogen, der also Prominente zu ihren Vorlieben, guten Taten und philosophischen Maximen befragt und dabei schöne Aussagen entlocken möchte, Folgendes sagt. Auf die Frage, welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben? Da antwortet Gabi Schmeide ohne Zögern, die Direktorin der Musikschule Bautzen, Frau Dr. Magdalene Kemlein. Sie beschreibt sie als herzensguten Menschen und lebenslanges Vorbild, die die Liebe zur Musik und zum Menschen als eine existenzielle Kraft in ihr befördert hat und somit in steter Erinnerung bleibt. Ja, und jetzt freue ich mich auf ehemalige Musiker, die also als Musiker hier, als Musiker in der Musikschule waren und nun als Musiker hier auftreten. Ehemalige Schüler der Musikschule Annette Baumann und Ronja Knorrer wurden vorhin schon angekündigt. Und es ist schön, dass ihr musiziert einen Lieblingskomponisten von Magdalene Kemlein, Johannes Brahms. Wir hören den langsamen Satz aus der 3. Violinsonate.
Mädchenkammerchor auf, der später im In- und Ausland Konzerte gab und Preise gewann. Auch nach ihrem offiziellen Ruhestand führte sie diesen bis 1998 weiter. Der Mädchenkammerchor lag ihr immer ganz besonders am Herzen. Und das spürten wir als Sängerinnen ganz deutlich. Durften wir doch Frau Doktors besondere Persönlichkeit näher kennenlernen. Als kleines Beispiel sei hier unsere Reise nach Weimar genannt. Hier zeigte sie uns die für sie wichtigen Orte ihres Studiums und arrangierte Treffen mit alten Musikerfreunden. Aber auch auf Chorreisen nach Liberec, Karlovy Vary, Schwerin, Prag und. Es sind einfach zu viele, ich kann sie hier nicht nennen. Zu Chortreffen und Wettbewerben mit höchstem musikalischen Niveau konnten wir immer spüren, dass ihr Herz besonders an ihrem Mädchenkammerchor hing. Das ging bis hin zur Ideengebung für die Chorkleidung ihrer Mädchen, die natürlich den wechselnden Moden der Zeit angepasst wurde. Bei dem Plattenlabel Eterna erschien 1972 die Schallplatte All mein Gedanken, die ich habe. Darauf ist Magdalene Kienlein als Pianistin und Cembalistin zusammen mit Musikgrößen wie der Sängerin Ilse Ludwig oder den Musikern der Dresdner Staatskapelle Peter Damm und Reinhard und Joachim Ulbricht zu hören. Alle 22 Volkslieder arrangierte sie selbst. Später kam eine Weihnachts-CD des Philharmonischen Kinderchors Dresden unter Leitung von Gunther Berger heraus. Magdalene Kienlein steuerte hier Liedarrangements, wie zum Beispiel das Lied In einem kleinen Apfel bei. Im Jahr 2022 erschien eine Nachauflage dieser CD. Sogar in den Chormappen der Knaben des Dresdner Kreuzchores sind ihre Liederarrangements bis heute fester Bestandteil. Freuen wir uns doch nun auf den Mädchenkammerchor, ich mich ganz besonders, die auch 8 Jahre da mitgesungen hat, der unter Leitung heute von Anita Debritz mit 5 Liedern zu hören ist. Damals wie heute, muss man sagen, ist die Erkältungszeit tückisch und immer mal mussten ehemalige Choristinnen einspringen, wenn Not an der Frau war. So fanden sich mit Glück auch für unser heutiges Konzert ehemalige zum Einspringen für einige erkrankte Sänger. Sei
Magdalene, der zum Teil bei mir gelandet ist. Es sind viele Papiere, die muss ich noch alles sortieren. Das kommt auch noch irgendwann. Aber was ich hier drin habe, da möchten wir gerne, dass das weiter genutzt wird. Die Verpackung ist schon interessant, finde ich. Das ist ein Brillenetui, das sich offenbar aus Italien mitgebracht hat. Es ist jedenfalls aus Leder und gut. Das ist schon besonders gewesen. So, und da drin ist Ihr Namenszug, den habe ich da reingeklebt von einem Briefpapier, was ihr offenbar mal vor zig Jahren geschenkt worden ist, Magdalene Kämlein. Dann kommt zum Vorschein eins von ihren zig Taschentüchern, schön spitze verziert. Die hat nur diese immer benutzt. Und dieses Taschentuch ist deswegen wichtig, damit da dieses hier nicht rausfällt. Und alle, die beim Paar gesungen haben, besonders im Kammerchor, werden sich an diese Kette mit Stimmgabel erinnern. Die damit musizieren und arbeiten viele ehemalige Musikschüler weiter. Getreu ihrem Motto: Atmen, Singen und Bewegen sind Nahrung für Leib und Seele. Ja, und eine Person müssen wir dabei ganz besonders hervorheben: Frau Anita Debritz. Wie keine andere das Vermächtnis von Magdalene Kämlein spätestens von 1998 bis zum heutigen Tag zelebriert. Schon vor der Übernahme besonders des Dirigats des Mädchenkammerchores hat sie den Kammerchor gehört, hat sich von der besonderen Ausstrahlung ihrer Leiterin faszinieren lassen. Es war für sie eine große Ehre, den Kammerchor übernehmen zu können. Und sie wurde auch von Magdalene Kämlein für die Weiterführung und ihre aufopfernde, liebevolle Art im Umgang mit jedem Chorkind, jedem Kammerchormädchen hoch geschätzt. Und so leitet sie diesen nun seit 27 Jahren und möchte am Ende dieses Schuljahres in den wohlverdienten Chorruhestand gehen. Ich erinnere noch einmal an unvergessene Chorereignisse, auch hier in diesem Saal. Chorleiterseminar des Bezirkes Dresden, später Chorleiterseminar des Sächsischen Chorverbandes, immer mit einem Lehrgangskinderchor aus unserem Haus. Dabei habe ich zum Beispiel das Dirigieren ein wenig gelernt. Chorbegegnungen in Liberec beim Festival Bohemia Cantat mit dem ebenso charismatischen Chorleiter Jan Stanek, in jüngerer Zeit in Prag und hier mit dem Obertonchor Spektrum. Nicht zuletzt das kultgewordene Weihnachtskonzert im Rathausfoyer Bautzen. Singe, Weihnachtsnachtigall und jubiliere. Ja, und die Liste ließe sich noch weiter fortsetzen. Aber ich möchte noch einmal auf den Anfang des Konzertes zurückkommen. Neben allen äußeren Ereignissen ging es Magdalene Kämlein und später Anita Debritz um das innere Berühren, um das Entfachen des Brennstoffs, der zu einem Geheimnis gehört, das Menschsein selbst. Singen und musizieren, das war die tiefe Überzeugung von Magdalene Kämlein, kann ein Schlüssel sein und werden, damit wir Zugang haben und bekommen zu einem Raum oder Gefühl, das größer ist als unser Alltag im Hier und Jetzt.
So möchten wir Sie nun alle zum Schluss des Programms einladen, an dem Größeren teilzuhaben. Singen Sie mit, ganz im Kämleinschen Sinne. Stimmen Sie mit ein und lassen Sie sich noch einmal mitnehmen von Lebenszuversicht, die aus einem tiefen Innen kommt, aber so unbekümmert und einfach erscheint. Taubnesselchen, mit deinem grünen Sesselchen. Ein Lied, was jeder, der einmal im Chor an unserer Musikschule gesungen hat, kennt. Magdalene Kämlein nutzt es auch für ihre Therapiestunden im Klinikum auf dem Weißen Hirsch. Ja, und dann, es führt über den Main eine Brücke von Stein. Es kann kein treffenderes Schlusslied geben, denn es ist ein Schlusswort von Magdalena Kämlein selbst. Lasst uns alle den Lebenstanz annehmen und bestehen. Und ich wünsche euch alles Gute dabei. Taubnesselchen,
weitere Musikerinnen und Musiker, liebe Frau Debritz, lieber Clemens Gowollik, liebe Anja Konjen, liebe Frau Baumann, ich möchte allen ganz herzlich danken an dieser Stelle. Ich glaube, wir wussten heute, wovon wir singen und sprechen, stimmt's? Und deswegen möchte ich als erstes dir, liebe Anita, so ganz persönlich danken. Du weißt ja, was unsere Lieblingsstrecke oder wo wir am allerliebsten hingehen. Können wir dann gerne über alles sprechen, was wir so heute erlebt haben. Und unseren lieben Schülern möchten wir natürlich dann auch herzlich danken. Wir haben so für jeden Kleinen ein kleines Präsent, eine Erinnerung für heute. Frau Dr. Kehlmann hatte immer goldene Stifte, zumindest was die Musik angeht. Da war immer Gold drin. Und auch eure sind heute Gold. Und vielleicht etwas mit dem Notenschlüssel könnt ihr bestimmt auch anfangen. Das soll euch zur Erinnerung für dieses heutige Konzert gelten. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Freude heute dran, wie alle, die hier mitgemacht haben. Und Sie wissen ja immer, das letzte Wort ist immer dieses jene welche, nämlich wir nehmen natürlich sehr gern auch Ihre Unterstützung am heutigen Tag entgegen. Die kommt also diesem Projekt, was wir jetzt hier gerade gemacht haben, und den Aula-Konzerten zugute. Und ich glaube, da sind Ihre Herzen bestimmt ganz offen heute. Ich danke Ihnen ganz herzlich und würde jetzt erstmal, oder wir übergeben jetzt erstmal an die Schüler die kleinen Präsente.